Miles, Tony, Robin, mir schwätzen haut über den Thema, über das wir am Funk schon ein bisschen geschwart haben. Me, das kümmert zwei Menschen, und denen etwas Besonderes und die etwas verbindet. Was verbindet ihr zwei dann? wir sind alle beide Wenger sexuell. Ja, me, meinen das ist der Grund, für was ihr heute seid. wir wissen noch allen zwei, wie es aus Transgender zu Lützeburg zu sehen. Das heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ma ja, wie gesagt, mir schwatzen Haut darüber wird aus Transgender zu Lützeburg zu sehen. Das heißt, Haut werdet mehr darum gehen, wie es heute zu Lützeburg aus für zu transitionieren oder wie dem Tony und dem Miles hier Erfahrungen als Transmänner heute zu Lützeburg sind. Wenn ihr mehr wollt wissen über das Thema Trans an sich, dann kann ich euch Folge 71, der W als Ziel, was das bedeutet, trans zu sein, vom Joel empfehlen, dem am Amsal aus Wien schon ausführlich über das Thema geschwatzt wird. Ma, die zwei sind ja alle bei Transgender und die sind auch an einem ähnlichen Alter. Und aber haben ihre Familien ganz unterschiedlich reagiert, wie die ich geoutet habe. Können wir mal vielleicht ein bisschen erzählen, wie das damals so für euch aufgelaufen ist und wie ihre Familie reagiert haben und inwiefern das ihren Weg zur Transition, zur ihrer Identität, ihrer Expression von ihrer Identität aufgelaufen ist, beziehungsweise auch angefangen hat. Ich habe damals mit 12, wo ich bei meiner ersten Psychologin war, bis sie so rausfand, wie ich mich fühlen und dass ich jahrelang einfach nicht wirklich darüber nur gedacht habe, weil ich einfach viele andere Sachen am Kopf hatte. Und mich bei meiner Mom zu outen war gar nicht so einfach, weil einfach mein Pop das ganze Familienbild ein bisschen dominiert wird. Meine Mom hat sich mittlerweile gekriegt, aber hat damals wirklich gar nicht gut reagiert. Also ich habe damals an einer gewissen Jugendgruppe gesagt, ich sollte das vielleicht am Auto machen, vielleicht, dass das dann gut wird, dafür, dass meine Mom nicht aus der Situation flüchten kann, weil sie das halt gerne möchte. Ja, sie konnte nicht flüchten, sie konnte aber mich auf die Straße setzen. Aber, ja, sie hat sich irgendwann gekriegt, hat aber gut 4-5 Jahre gedauert, weil sie von das heißt, du willst da einen Schwanz ubitzen lassen, gegangen, ob okay, wenn nicht sie muss, also sie wirklich auf dem Punkt, wo sie nicht versteht, wenn andere Leute hier kann, wenn sie so etwas nicht akzeptieren und dann möchte sie gerne so, wie wenn das schon immer so gewirrscht wird, dass sie einfach easy damit ist. Aber mein Pop, dem Hundestadt einfach nie wirklich gesagt, weil mir quasi niemand nie geschwart und was witzig ist, wenn ihn an einem Haus mit nie wohnt. Ich kriege das so Louis Mod und das am Anfang, also die Situation ist bisschen ausgeacht dann am Endeffekt, weil hier das gar nicht akzeptieren konnte. Und du sind bei Betreutwohnen gegangen, für das Thema du ein bisschen helfen können mit Sachen wie dem Numen anderen oder so. Und mein ganzes Leben ist am Anfang davon geprägt, dass mein Pop am Anfang gar keine Akzeptanz dafür gefunden hat. Wie hat sich das dann darauf ausgewirkt, dass du kannst eine Transition anfangen zum Beispiel? Ma am Anfang habe ich nicht mehr hingehalten. Ich habe immer müssen warten, ich habe immer müssen gucken, weil ich wirklich auf eher Schule getrippelt bin, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen.
zum Beispiel hunsch Meinker de Kopf rasiert an du kommen durchgeflohen, so Sachen, dass ich wirklich alles ganz los mis du fangen an ich noch später hin für mal Tasto hat mal können unzufangen sind ich bis sie falsche Weggangen wie ich auch nur vom Kontrollmedikal gesucht gut weil ich hun am Endeffekt doktische bisschen variiert gehabt weil ich schlimme Menge Mom hat die dann Mord gezogen hast an mein Pap wollte halt nicht wissen. Tony, bei dir war das ja interessanterweise ziemlich de Konträr. Willst du uns davon erzählen? Schön mich auch bei mir Mama immer ausgehaut effektiv ist also nicht so ausgeart schon halt viel am Internet über Transsinn gelesen auf Video geguckt an irgendwann löst dann gemerkt dass ich mich mehr damit identifizieren und all die Gedankengang nur vollziehen kann und bis ich dann auf dem Punkt war wo ich mal so tun wow das dort als App ist was du schon ewig gespürt hast weil du hast den Nummer dafür war auch schon eine gute Zeit vergangen und wo ich mich da geoutet am Anfang war es auch nicht so einfach. Meine Eltern haben gesagt, dass damals auch andere Sachen zu tun leid, die halt beim Alter der Familie, das ist eine lange Geschichte echt. Das heißt, am Anfang war es einfach so, okay, wir können ignorieren das mal so und dann gucken wir, ob es dann das ist. Aber dann, wo ich mich die zweite Kehr bei meinen Eltern geoutet habe, du hast es dann gegangen an der Krude dann auch Unterstützung und sie noch gesagt, sie gucken mit mir eine Psychologe, Psychiaterin an Tasto an Hayando und wie gesagt, ich schon wirklich Glück und ich appreciate das auch wirklich mega, dass meine Eltern da 100-mal stehen und dass ich auch kann Frohe beantworten für sie, wenn sie da mal Frohen haben, stellen sie dir auch sie so, wie ist es dann wann und das ist alles auf einem relativ halt freien Niveau und ich weiß, dass wir daheim dass eine Familie voller Frohen und eine Familie verantworten das heißt, okay, schummt sich etwas zu frohen, okay, schummt sich eine Antwort zu geben, aber wenn die Antwort ist, ich will nicht darauf antworten, dann ist das doch okay. Ja, schon das einfach immer interessant, das so zu hören, wie das bei anderen Leuten ist. Und ich bin auch am Anfang gar nicht rosen, ich meine schon die Phase überwunden von Jalousien auf Schritte von anderen Leuten, weil all Mensch ist halt anders und zumindest an der Community, du kannst sich nicht die ganze Zeit vergleichen, weil wir haben alle verschiedene Körper, wir machen alle verschiedene Schritte und verschiedener nicht. Ja, aber ich fand das super, wenn Familie so offen sind und Frohe stellen kann, weil bei mir war das gar nicht der Fall. Bei mir war das immer echt so etwas von mein Pop sieht etwas und da wird das so gemacht. Das typisch lützeburgisch konservativ Familienbild. Genau. Und dass du Rageburgi warst. Ja. Mals, es gibt hier immer die Diskussion von Detransitioning und mir hatte schon an der Folge zu Non-Binary darüber geschwart, der Joel und ich. Wo wir auch darüber geschwart haben, für was das Leute detransitionen, und zwar, dass die meisten Leute, die das haben, schon mangelnden Support ugin hun als Grund, dass es zu schwer war und dass aus Selbstschutz sich zumindest temporär für den einfachen Weg missen desideieren. Hast du das je an Erwägung gezogen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das, also die ganz letzten Jahre, wo seit ich mich geoutet habe, sind zwar schon gut 8 Jahre, und es war wirklich ein Rob an Ruf an ein Hin und ein Her, dass ich sich einfach heinz du wünscht, es wäre ihn einfach cis, weil das mir einfach wie am Endeffekt, mit hat mich meine Schiederin mir schon wirklich teilweise gedurcht, okay, du verlierst nur alles, was du hast. Nicht nur, du wennst, dass du Transgender bist, auch wenn es andere Sachen, aber du verlierst deine Familie, du hast keinen Pop, du kannst den Mom nicht gesehen, den Geschwister nicht gesehen, du verlierst einfach all den Halt, den du hast auf der Welt. Und warte lo, so, dann friest du dich wirklich, du stehst vor dem Spiegel und du bist so, okay, vielleicht wäre es besser, ich gebe einfach weiter Schauspielerin,
für den Rest von meinem Leben. Mehr am Endeffekt hatte ich das Glück, dass ich immer einen Freundeskreis hatte, dem ich immens unterstützt wird. Und ich hatte noch immer so mal Zieheltern, so ältere von meinen Kollegen, die quasi für mich da waren. Und das hat mir viel geholfen, weil ich meine, wenn ich allein gewesen wäre, dann wäre ich nur nicht den ich bin. Mir ist echt am Sinn von, also nicht die Transitioning und sich, mehr halt, bon, nein, ich kann zeigen auf die Story von bei der ersten Care Outen, wurde ich dann auch von meiner Kannerpsychologin gesagt, ja, nee, das ist wahrscheinlich nicht trans, das immer so zu 97% sicher, dass es nicht das ist, wo ich da so war, also, aber ist eine Person, die mir sieht, ah ja, da muss ich wieder sehen, das ist hier das so. Und dann habe ich halt ein ganz Jahr lang, war ich das so, okay, ich lasse meine Haare umwüsten und ich den Skinny Jeans und an all den Butterkram mit Bomben in einem Punkt war, dass wir dort sind, Käse. Und dann habe ich dann auch eine zweite Kehr halt Courage zu tun geholt und gesagt, Mama, das ist nicht so. Ich habe wirklich probiert, aber ich bin wirklich trans. Ja, so ein bisschen das. Ja, ich kann das zwar auch für mich selber, weil kurz ich mich wirklich geoutet tun, da war das ja natürlich schon am Kopf, ich hatte schon mein ganz Content-Probleme damit. Und so, wo ich da so mal 9 bis 12 war, hatte ich da so ein extrem weiblich Phase, so dass ich wirklich probiert zu so richtig an das Rollenbild ranzupassen. Und das hat nicht geklappt. Ich kann da doch von mir, die Verdrängungsmechanismus von, wenn ich wirklich probiere, da klappt es, und da rede ich da doch für eine Zeit lang ganz schön, und dann irgendwann könnte man voller Wucht zurück. Mir das heißt, Toni, du hast eine Kannerpsychologin, die dir gesagt hat, du bildest das zu 97% nimmen an. Für mal war ich zu dem Zeitpunkt zu 14, das heißt, Kannerpsychologin auch schon ein bisschen hier. Ich hatte die halt, wo ich gesagt war oder so. Das heißt, die hat mir zu dem Zeitpunkt auch so 8 Jahre nicht gesehen. Und die war so, ja, nee, mehr an den Erkanntheit wo. Und ich war so, haha, okay, ciao. Was sind dann andere Occasionen, wo da die sieht ja als Transmenschen, die hat ja allein für die ganzen Sachen akkordiert zu kriegen, für Tasto akkordiert zu kriegen, für de Changement de Nom de Sex akkordiert zu kriegen auf der Karte d'Identité. Du hast ja müssen bei ganz viel Psychiatern, Psychologen etc. gehen. Das ist ja leider Gottes noch immer so. Was waren dann eher Erfahrungen mit PsychologInnen und PsychiaterInnen? Also ich meine, ich muss dich meine Leute zwei mit Psychologen und Psychiater ein bisschen rushen, weil es sind da so viel. Ich habe mit so 12 angefangen, bei einer Psychologin zu gehen, aufgrund von Trauma und Erkanntheit, weil ich den Mut zusammengefasst habe, das meiner Mom zu sagen. Und am Anfang war sie doch nicht mehr durch im Gang, aber irgendwann haben wir dann noch so Sachen gemacht wie, ich soll mich schmulen und 10, 20 Jahre und so weiter. Und ich habe mich halt gemalt mit kurzen Haaren und ganz viele Piercingen. Gut, dass das geschieht ist. Also sie war so, mir ist aufgefallen, dass du immer ganz weit Kleider anhast und dich auch nicht wirklich weiblich kleidest. Du hast zwar noch lange Haare, aber kannst du nicht Fleisch abstrusen. Und sie hat mir da wirklich geholfen, dafür bin ich auch dankbar bis heute, dass sie wirklich für mich da war. Dann war ich natürlich am Spos, war es damals noch. Ich war wirklich ein Dauergast am Spos. Vielleicht just denke zu so, der Spos aus den allen Namen für den Service Psychologique an den Schulen. Mittlerweile ist das CEPAS. Ja. Und da war ich am Anfang gar nicht gern. Wirklich gar nicht gern. Es hat so genervt, da sitzen zu müssen. Und dann irgendwann sind ich aber mit der Psychologin da auch warm gehen. Und das war relativ gut. So, dass ich heute noch bei sie gehe. Ich war dann aber auch an den CEPAS.
wie ja haut gegangen sind, war ich in der Kannerpsychiatrie. Das war witzig, weil du wusstest schon, dass ich transgender bin und ich habe das auch angeschwärzt und das guf carrément ignoriert. Danach war ich auch bei dem, ja, mittlerweile bin ich bei einer Psychiaterin, die ganz okay ist, muss ich sagen. Sie kennt sich zwar nicht wirklich damit aus, aber sie mischt auch kein Geheimnis daraus. Sie sieht, ich bin nicht dafür da, ich bin für die anderen Probleme da. Du gehst eins mit dir selber, also ist es okay. Denk Psychiaterin so, du bist nicht bei mir, weil du trans bist. Du hast andere Probleme, die ich schon behandeln. Der Fall, dass du trans bist, will und muss ich gar nicht behandeln. Das fand ich am Anfang einen coolen Aussatz. Was hält ihr dann davon, dass ich muss das psychiatrisch Gutachten haben? Wir können zum Beispiel den Namen zu ändern. Ich muss sagen, mir hat das für allem Probleme gebracht, weil ich halt schon meine vier Geschichten mit psychischen Krankheiten und mit Sachen, die mir geschieht sind, die ich verarbeiten. Und mir gibt wirklich ganz oft den großen Stein an den Weg gelöst von wegen, bist du da sicher, dass du nicht, wenn es der Sache XY lo transgender bist? Und wahrscheinlich wäre es viel mehr einfach gewesen, all die Schritte zu erholen, wenn ich nicht hätte müssen bei 1000 Psychiatern rennen. Ja, also ich bin da wirklich die mehr privilegiert wie auf die ganze Sache und ich sind auch offen und so. Ich weiß, dass ich halt nicht wirklich Probleme hatte, mein Nummer zu. Ich war so, okay, also bei den Psychiatern war echt ein Mittel zum Zweck, aber auch für mich. Ich weiß, wenn ich so lange bei ihr gehe, dann kann ich dann das machen, mit denen schreiben. Und dann geht das auch relativ einfach. Ich sehe auch nicht mit anderen Sachen diagnostiziert. Mir schon viel über Psychiatren und Prozeduren geschwatzt. Können dir da vielleicht ein so kurz umrappen, was da so der Prozess ist, von wann den Transgender ist und es will ihn zum Beispiel eine Hormontherapie, es will ihn den legale Num und den legale Sex auf der Identität anderen, es will ihn eventuell gewissen Operationen, was nicht für alle Transmenschen der Fall ist. Wir können dir kurz umrappen, wie dann die Prozedur ist, wann den dat heute zu Lützeburg will ufangen. Wie soll ihr sich ulehen, wie muss ihr sich wenden, was sind die Schritte, die ihr muss erholen? Also ich bin auch vom CPAS, also schon bei den Trans- und Intersex-Treff bei Herr Dr. Erik Schneider geschickt gehen. Ich meine, so hieß das. Und da war ich so 5 Mal da oder so. Und das halt, sind halt leider immer um dieselbe Thema an. Mehr ein Hut antworten. Und wenn du siehst, okay, ich sicher nur einen Psychiater, für das ich kann, hast du kriegen. Ich sicher nur einen Endokrinolog, für das ich kann, hast du kriegen. Ich sicher nur hier und da 4 Operationen. Dann hin lädt dich und ich gehe da wenigstens den ersten Schritt. Und wenn ich dann als bei dem Psychiater gehen, für dass du einen Akkord kriegst, 4 Tasten können zu spritzen, das heißt, du gehst ungefähr so mal ein Jahr ungefähr bei Psychiater, bis den dir seht, ja, effektiv, ich denke, eine Hormontherapie gibt dem psychischen, geistischen Zustand weiterhelfen. Dann geht da ein Akkord für Tasto und schickt dich weiter und einen Endokrinolog. Bis das der Rendezvous beim Endokrinolog kriegst, dauert leider ein bisschen, weil sie sind alle zu relativ rar gesehen. Wir haben alle gut da. Und dann kannst du hin und du geht dann hauptsächlich immer für eine Dosis zu bestimmen. Ich habe recht ab da angefangen, also wo ich mit meiner Hormontherapie angefangen habe, für zu gucken, wie kann ich mir andere, weil ich wusste, dass es mehr Sache wert, wenn ich auch eine Hormontherapie da stehen habe, wenn du am Ende halt Grund für, dass ich meine Umwelt andere steht, als den, ob das du seid. Und da war auch der CPAS, den man konnte, so 1-2 halt Formulären gehen, für das ich die konnte ausfüllen und von anderen Leuten konnte so ein Statement kriegen, ja, den Toni ist schon seit Jahren, meint so, also, das wird er kann den und blablabla. Halt Kollegen, Freunde,
ältere Fufren auch de Seepass nur enger méi halt kraftiger Meinung gefrot für dat können du dran zu schreiben an dann schicken dat alles an die rufen der stand auch nach ein bei für der stand ein zu gesinn an dir auch die frohen zu stellen die sie musste frohen me für Möllerstadt ob du dann relativ sehr gegangen an und geht halt immer weiter mit den nächsten Schritt die du willst machen für mich wäre dat dann du OP gewirrscht. Willst du das erzählen, wer ein OP das war? Ich sind 3 Monate auf Düsseldorf gefahren, für meinen Mastag zu machen. War das ein Mastag? Ein Mastag, also eine Mastektomie am Ganzen. Das ist für Brust zu entfernen und dann auch mit einer freien Mamillentransplantation, die man leider schon das wird so gerne. Also das Brustwarzen darum, wie weit wir sind. Weil wenn einfach das gibt, ein Mastag machen, dann werden sie ziemlich weit enden. Seit ein paar Jahren ist es auch so, durch ein neues Gesetz angeführt gehen, dass auch minderjährige Menschen sich mit der Koch von den Älteren können ihren Namen an ihren Sex legal andere losen. Miles, du hast dein Nummerrecht als Volljährigen andere gelost und Tony, du hast das als Minor gemacht. Können man erzählen, inwiefern sich die Prozeduren unterschieden? Also ich habe es auch schon probiert als Minderjährigen. Ich war ja bei Betreut Wohnen, das heißt, mein Sorgerecht war am Anfang dann, ob die vom Betreut Wohnen überdrohen und meine Eltern hatten da am Anfang nichts mehr zu sagen. Leider hat das dann mit dem Antrag als Minor nicht geklappt, weil die Unterschriften von meinen Eltern gefehlt haben, was bis heute unverständlich. Also ich meine, meine Verkutin war genauso überrascht wie ich. Den Dr. Erik Schneider hat es halt auch gesagt, dass es mehr einfach wird als Minor, weil du wesentlich mehr Dokumente brauchst. Und das ist wirklich so. Du hast, weil ich gut halt gesagt, dass das alles nicht klappt. So 3 Tage für meinen 18. Geburtstag. Und ich gehe für die Gestalt entweder das geht nur ein ganzer Prozess, wo sie da probieren, hier und da zu machen. Und das gibt dann aber sich vielleicht über Jahre hinziehen, bis meine Eltern dann den Akkord gehen. Oder ich meine es halt als Volljährigen nach einmal ganz für viel. Und du musst halt so viele Dokumente angehen. Du musst angehen, ich meine, mein Kasi ist dieses Jahr 3 Mal geschickt, obwohl ein Eidel ist. Ich müssen angehen, ob ich Immobilien besitze. In einem Ausland. Lauter so Kabels. Es war wirklich, zu viel. Findest du das dann als Schikan oder für was, also ist das ein Schikan für Transmenschen die Leben schwer zu machen oder für was denkst du, dass das der Fall ist? Weil du hast ja aber ein ganz raisonablen Grund für deinen Namen und deinen Sex legal anderen zu lassen, die ja nicht damit zu tun hat, dass du eventuell willst einer ausländischen Steuerverwaltung angehen. Ich weiß halt wirklich nicht, ob das so häufig ist, dass Leute probieren, den Namen zu wechseln, für dass der quasi judiciaire sich an Luft ablässt oder so. Was ja nicht klappen. Ja, ich finde es einfach als wirklich übertrieben empfunden, weil ich war dann gerade mal so knapp 18 und war da konfrontiert mit dem riesigen Bierge bei Bayerkrom, wo ich da Glück hatte, dass ich die Betreuer beim Betreut Wohnen hatte, die mir da konnten helfen, weil ich wirklich, ich weiß nicht, ich kriege das halt noch nicht hin. Tony, du hast den ganzen Prozess als Minor angefangen und auch aufgeschlossen. Du bist ja recht mir rezent gehen und du warst als Minor, hast du das schon akkordiert gekriegt. Wie war das da bei dir aufgelaufen? Als Minor kriegst du halt just ein Dokument von, das ein Dokument hat 5 Seiten. Aber du musst halt wirklich just angehen, mein Name, Geburtsnummer, was da war aus. Da gehst du von deinen Eltern an, da gehst du an, ob es der bestuhlt warst. Und dann gehst du an, was du gerne als neue Viernomen, Zweitnomen, Familiennomen hast, wo Familiennomen war. Und auf dem Punkt effektiv egal, weil ich halte den einfach. Und dann, was du weiterhin musst machen, ist, dass du so mal zwischen 3 und 6 Statements von anderen erwachsenen Leuten und dem Umfeld, unterschriebene Statements von denen kriegst,
dass du als halt Kant Jugendlichen die halt dass in dat Gesinn huet wo du erkannt warst und Hand von engem Verhalen an wie du mat Mënschen umgehst dass ihr gesagt dass der Transpass an dass dat doten ich schritt wie den dir gehöllle für noch an wann du day 5 Statements huest dann müssen die all schön zu packagen und dann gehst du dat auf und dann wartest du mal bis mit dann könnt auch halt immer auch dein quasi judiciär den Geburtsurkunde und alles könnt dann auch du dabei und dann holt muss ich Spanisch weiß nicht wie lange gewartet kann nicht viel mehr wie 3 Monate gewirrscht sind weil es effektiv Probleme hat und beim Punkt dass sie da vergiss hatten dass das du leid mir dann riefst du und war so ja das leid heuer bei mir ob engem durch das immer lädt die Lützeburgische Effizienz und Verwaltungen. Ja, nee, wie gesagt, sobald das dann geklärt war und auch innerhalb von einem Monat kriegst du dann einen schönen Brief hin und steht dann drauf, dass deine Nummer offiziell geändert ist. Und dann kann ich feuern. So ungefähr, ja. Und dann da gehst du bei der Gemeinde und dann hörst du hin und du siehst, ich habe gerne eine Karte Identität von Schrift. Und Kartsekretär Sozial kriegst du dann auch irgendwann rein. An den Führerschein muss ich noch andere losen, aber die ihn dann Banken, nicht wenn ihn dann nicht hört, an dem Fall nicht, mir mal singen, aber wir sind damit, also ganz kurz, ich will nicht ein Buch drüber schreiben, aber ganz kurz, Banken, Versicherungen, Securitätssozial, Führerschein, etc., weil es hier viele Sachen, auf denen dein umsteht. Führerschein war ein bisschen tricky, aber ich meine nicht mehr, weil die zusammen wollen nicht so eins gehen. Also sonst gibt es da am Anfang kein Problem, außer dass die immer ein bisschen überfordert sind mit allem. Bank war überraschend einfach. Also ich bin bei der Spurkäse und ich muss wirklich sagen, dass die extrem fein waren. Und noch nicht wollten, dass ich mich an irgendeiner Voice diskriminiert fühle. So, sie hatte keine Zeit für mich und ich direkt sich 10 Mal entschuldigt. Ich war so, okay. Was sie dir so fein mit mir? Immerhin, da das dann gut gelaufen hat, Friedrich. Die hatte schon allen zwei ein paar Mal des CEPAS erwähnt, was ja ein Service scolaire ist. Wie waren dann eher Erfahrungen an der Schule? Sowohl mit dem CEPAS, aber auch mit Profen, mit SchülerInnen. Wie hat ihr an der Schule gefühlt mit eurem Outing? Also ich hatte halt auch ein wirklich LGBT gefüllten Freundeskreis für allen tut alles damit angefangen dass ein ziemlich gutes Kollegium von mir ganz viel Jauis gelesen hat und du warst dann du bist jung und du stehst aber noch auf Jungen also und du war das dann alles schön und gut und bon löst dann eigentlich ab Katrin als dann halt der ganze Outing kommt. Bon, ich hat du einfach irgendwie seine WhatsApp-Gruppe gemacht und da warst du, da dort sind die Leute, mit denen ich am meisten Kontakt habe. Hi. Ein neuer Name. Das sind ich. Basically. Und dann habe ich die paar Fragen geantwortet, die sie danach hatten, weil ich meinte, war auf einem Punkt war es sowieso klar, dass das irgendwann könnt. Und dann sind ich auch am Laufe von Katrin durch eine dumme Geschichte am CEPAS gelandet. Wo dann auch war, ja, ich muss das erklären, dass ich trans bin. Aber von da aus von CEPAS auch nicht anders wie Unterstützung kommt. Du weißt, dass du dann kannst intern an der Schule ändern, egal. Und ich war so, was? Ich kann was? Und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich über halt Vakanz, Katrin am Troisième, pur mit drastisch Maßnahmen geholt. Mit hoher Kurz, wirklich Abendkleider und alles. Und dann hatte ich Glück, dass ich ab trotzdem zum größten Teil eine neue Klasse hatte, die mich dann, obwohl sie mich vom Schulhof wahrscheinlich kannten als das Name, dann waren, störe ich nicht mal den Hecht auch nicht. Störe ich nicht mal das wie ein Mädchen. Hoppla. Und da war doch gut. Und dann, dieses Jahr hatte ich eine andere Klasse, die das dann halt schon wusste. Dass ich den Toni sind, wo dann auch wirklich kein Problem war. Das heißt, ich habe immer so, keine Ahnung, ziemlich einfach Stroß gehabt. Wie war das mit den Profen? Ich habe meine Profen effektiv nie gesagt.
Die wussten, dass er wahrscheinlich vom Seepass, den hat sich dann darum Wahrscheinlich. gekümmert. Wahrscheinlich, also ich gut vom Seepass gesagt, ich kennt mal Menge Profi schwatzen, dass sie da doch schon halt 400, also wo ich mich auf KTM halt geoutet, dass ich da denen kennt so, dass sie da doch los kennt, in anderen, dass sie mich so schwatzen. Mir schon mal gesagt, das tut nicht Käsen, weil, boah, ich weiß, dass die Klasse an der ich da war ich mir nicht so sicher, ob das eine schlaue Idee wäre. Aber ich weiß so ungefähr, dass wir nächstes Jahr eine Wasserklasse hatten. Bon, beruht auf Spekulationen, aber ich hatte ja recht, also okay. Wo ich da wusste, dass es mehr schlau wird, einfach ihre Vakanz sacken zu lassen. Miles, wie war das da bei dir? Also ich hatte auf Satyam für die erste Kehr in meinem Leben mal Kollegen, das war auch schön. Und die haben das relativ gut akzeptiert, aber du warst schon noch so einer Phase von, ich fand mich nur selber. Und du hast mir uns ja kennengelernt. Das Sisiam? Auf das Sisiam. Und das war am Anfang so ein ganz loser, stetischer Prozess, mit wie ein Numm passt, was passt, wie ein Haar passen. Da hatte ich dann im Endeffekt gelegt, dass mein Kollege meistens Schwarze für mich überholt haben, weil ich so scheu war. Und da bei mir war das meine Jour auf Katriam, dass ich mich da richtig getraut habe, das meinem Region zu suchen. Aber für allem war hier Mathes Prof und ich bin nicht gut an der Mathe und ich hatte Angst für ihn. Ich sehe 20 Jahre alt, aber ich schiege sie manchmal immer noch Ball und Box. Ja, mit dem Seepass wird wirklich probiert zu helfen, wo er kann. Natürlich haben sie Heinz du falsch gemacht. Heinz du haben sie Sachen gesucht, die nicht so gepasst haben. Heinz haben sie Sachen erholt, die nicht so 100% so waren, wie ich das wollte. Aber im Endeffekt war es ganz okay. Ich weiß, dass ich noch oft Probleme damit hatte, wenn Matschüler dann mein zugewiesene Namen benutzt haben. Für was auch immer, aus Gründen, die schaut noch nicht weiß. Mehr im Endeffekt war das aber ganz okay für allem, weil ich mich irgendwann mit Schiederrang verstanden habe. Ich weiß nicht, wie das geschieht ist. Aber meine Klasse hat dann irgendwann auch quasi nicht mehr aus meinem Freundeskreis bestanden. Miles, du hast Fedro schon ein paar Mal angeschwart, der Kontrollmedikal. Willst du das erzählen, weil du mal ob sich hat, weil du schenkst ja ein bisschen Irger Streit und ein paar so Bucklen an dem Transitionsprozess gehabt zu haben, die Sachen nicht unbedingt mir einfach gemacht haben. Ja, also meine Transition war genauso ein Robberruf wie mein Leben, muss ich sagen. Es hat damit angefangen, dass ich ja am Anfang beim Endokrinolog ein bisschen gefuddelt hat und erstens nicht mehr ein Zertifikat vom Psycholog hat und nicht vom Psychiater. Und zweitens nicht mehr die Inschrift von meiner Mama, nicht die von meinem Pap, weil ich da ein bisschen meine Lebensgeschichte abgedischt habe. Und Doktor war da ganz fein mit mir. Aber du wolltest bis dazu kommen, dass ich dann auch meinen Mastertag wollte machen, endlich. Ich habe meinen Doktor rausgesicht, ich hatte schon ein Rendezvous da, ich hatte ein Schreiben vom Endo, ich hatte ein Schreiben vom Psychiater. Und ich wusste vom Dr. Schneider, dass sie Heinz da ein Opfer rufen an der Kontrollmedikal, den sie da so richtig fertig machen können, für das dann die anderen Leute bis sie Kakao boxen. Und witzigerweise, wie das immer so aus meinem Leben, aus ihrer Schwab mich gefallen. Ich weiß noch genau, wie ich heimgekommen bin an der Briefwort durch den Zettel, dass ich an der Kontrollmedikal muss. Und meine Betreuerin war direkt so, du gehst da nicht allein. Hol den Fakultin mit oder hol mich mit, du hältst irgendwie mit. Und Dr. Schneider hat doch gemeint, du gehst da nicht allein hin, was du lebens mit. Und ich bin da angedanzt mit meiner Betreuerin und sie wollte mich gar nicht mit hier raus. Sie hat gemeint, oh, hast du Angst, traust du dich nicht allein? Ich war so, ich ging da nicht allein ran. Und du gewiss, du habe ich einen Doktor getroffen, ja. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich 18. Okay. Ja, also ich war so gerade volljährig und ich hatte endlich wirklich richtig Plan für endlich mal also meine große Schritte erholen. Und ich durfte dann von einem Doktor begrüßt, den anscheinend den Spezialist für die Problematik ist.
an einer Psychologin, die immens fein war. Und hin hat sich das dann alles angeguckt und witzigerweise luch halt die Seite vom Bericht vom Chirurg, wo Bilder drauf waren die ganze Zeit open und durch, weil sie heavy unangenehm war. Ja, und am Endeffekt hat Psychologin halt gemeint, sie gibt das total gesehen, dass man das extrem weiterhilft, weil ich war schon so erwurzeln und ich hatte so viel durchgemacht. Also wäre das den idealen Schritt für einfach den Weg weiterzugehen. Und den Doktor hat auch gemeint, ja, das müsste am Anfang klappen, dann kriegt er Bescheid gesagt, gell. Ja, am Endeffekt hattest du 4 Tage Brief an der Briefwort, dass meine Operation nicht überholt und die Argumentation war ein bisschen etwas von, das war alles nicht komplett und am Bericht vom Psychiater stand nicht, dass das nicht zusammenhängt mit den anderen psychischen Erkrankungen. Ja. Me dat heißt, du kriegst den Mostag nicht akkordiert, weil demals als Mineur Doktoren hier Arbeit nicht komplett gemacht haben, weil du Fehler in der Laufenden und Doktorenprozedur nicht angehalten haben. Ich meine, es war ein bisschen so eine Lektion für mich. Sie wollte mir am Anfang ein bisschen eine Lektion erzählen, aber also zumindest hat es sich so angefühlt. Weil ich halt gesagt habe, dass ich am Anfang alles ein bisschen falsch gemacht habe, dass ich schon mich für Testo hat müssen beim Kontrollmedikal malen und ich habe auch verabschiedet mit den wieder, ich sollte all meine Kollegen so wie ich nicht richtig möchte. Das heißt, all trans people, alle Lützeburg sind meine Kollegen. Weil wir uns alle gut kennen. Ja, weil wir alle Bastis sind. Me das heißt, sie haben dir wirklich reprochiert, dass du als Mineur, den demals bei Doktor gegangen ist, für Medical Treatments, dass du da Fehler gemacht hast. Ja, und für allem, was ich auch ein bisschen komisch fand, ist, dass die Doktoren, bei denen ich gegangen bin, extrem viel andere Trans-Leute gesehen und das bei denen anscheinend genauso machen wie bei mir. Und bei mir war es dann einfach nicht richtig. Also bei mir war dann der Schreibens vom Psychiater ob eigentlich nicht gut, obwohl ich von anderen Leuten weiß, dass sie genau dieselbe Schreibens haben. Tony, du hast erzählt, du wirst auch an den Kontrollmedikal gerufen gehen, auch wenn es ein nicht kompletten Dossier. Wie war das da bei dir aufgelaufen? Also ich hab mal ein Datum für mein Master gesehen, ich hab mal einen Doktor gesehen, war alles durch und wie alles komplett. Ich finde halt, wen halt sollte machen, angeschickt. Und da wurde auch irgendwann gesagt, Kontrollmedikal. Und du hast mir auch schon bis die Kackanbox kommen, weil ich auch vom Herr Schneider wusste, dass dort ein Logos-Tuch rausgepickt. Die Pasch muss ich holen. Boah, bei mir ist das dann alles ein bisschen mehr friedlich aufgelaufen, zum Glück. Und hört man, eigentlich 3 so Gesetzestexte gelöscht. Dann war so, ja, erstens, dir fehlt den Doten schreiben, dafür können wir nicht akkordieren. Aber wenn es nicht nur ist, dann stehen die Chancen aber gut. Und heute mal von der Krankenkäse nach etwas viel gelöscht hat, wenn es dann Deutschland, ich wollte in Deutschland gehen, weil Spezialisten, wenn es an Deutschland du hingehst, musst du als nicht als Kassenpatient gehen oder so, nicht in die Richtung, weil sonst überholen wir aber nicht. Und das wusste ich auf dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich konnte mehr Zusatzinformationen, weil du nachher stehen. Und wie gesagt. Das heißt, wie du halt alles rangeriecht hast, wird Bier geschält und du kannst den Master überholen, kein Problem. Mal, vielleicht ganz kurz, wie hat die Decision vom CNS dich an die Lebensqualität beeinflusst? Am Anfang als Master etwas, was mir die ganzen Jahre extrem wichtig war, schon darauf hingeschafft, dass ich die endlich kriegen kann. Ich hatte die Unterstützung von meinen Betreuer, weil ich wusste, allein an einem Land wie Lützeburg, du kriegst nicht viel Informationen. Du gehst nicht gewusst, was du wie machen musst, für
und dein Ziel zu kommen. Schon gedacht, mit Menge Betreuer, lo endlich könnte Punkt, wo das geschieht, was ich will. Und leider hat mich das weit zurückgeworfen. Und mittlerweile habe ich auch wirklich ein bisschen die Hoffnung verloren. Also außer ich gehe reich, kann er das in der Tasche bezahlen, habe ich ein bisschen abgehen. Ja, weil, also, es gibt ja die Möglichkeit, die Mustang auch selber zu bezahlen, mir das sind aber paar tausend Euro an 8 bis 10.000. 8.000 bis 10.000 Euro an die suchen als junger Mensch zu haben oder auch als Mann junger Mensch, das ist viel Geld. Wo wir schon bei Doktoren sind, die hier Arbeit nicht so gemacht haben, wie jetzt übersät gewesen wäre. Hat er Erfahrungen mit Doktoren, wo dir Gefühl hat, dass Doktoren nicht entweder anders behandelt tun, weil der Transit, zum Beispiel Gynäko an Fertilität und so, sie einfach noch immer Themen und sie dir über die Sachen abgeklärt gehen, wie hun GynäkologInnen reagiert von dir mit dem männlichen Sex, ob der Kartidentität bei sie an Behandlung kommt, sie an die Gesicht, also die sieht seit Jahren ob Tasto, die sieht nicht von Cis-Männern zu unterscheiden. Wie hun Doktoren sich ich gegenüber am allgemeinen Verhalt, aber was die Sachen, wo dir wünscht, dass der besser darüber abgeklärt wird. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich meinen Hausdoktor habe, weil den wird mich direkt so akzeptiert, wie ich sehe. Und hier spritzt mir auch Haut nach mein Tasto. Mehr, was mich wirklich gestört wird, ist, dass viele Doktoren Männer gut Bescheid wissen wie ich. Oder wie das Internet. Okay, das Internet, wir suchen nicht immer alles. Mehr. Also ich kriege von extrem vielen Doktoren zu hören, am Anfang, Verhütung muss ja nicht sein, weil du kannst ja sowieso nicht schwanger gehen, wenn du auf Tasto bist. Was nicht stimmt, die Chance sie verringert, aber kann ich noch immer schwanger gehen. Ja. Und vor allem, ich weiß, wie schwer es ist, für einen Transmann bei einem Gynäkolog zu gehen. Das ist wirklich, das war den manchmal am meisten gerne mischt. Und dafür ist es wichtig, einen zu finden, den dich so hält, wie es du bist, und den sich auch da nicht komisch verhält, und das einfach schwer so einen zu finden. Also es wäre mal gut, weil Lützeburg vielleicht so pur Anhaltspunkte gibt, wo er sich da kann melden, weil ich schon müsste selber sichern, für die richtigen zu finden, wo ich auch mittlerweile nicht mehr allkehr sterbe, wenn ich da hingehe. Mir ist schon dem auch müssten erklären, dass ich eine Verhütungsmethode brauche, weil man Tasto also nicht geht. Also es war wirklich eine komplizierte Angelegenheit. Also das ist ja so, dass Tasto, vor allem wenn ihr nicht über wirklich einen langen Zeitraum hält, da geht ja auch den Östrogenspiegel, den Körper und auch mein, by the way, produzieren, die gehen auch hoch und das kann Fruchtbarkeit schon beeinflussen. Gouf dir darüber abgeklärt an über eventuell Tretementer, die könnten zum Beispiel E-Zahlen erhalten, für wann der weltleiblich kann er hun einkehr an das aber nicht mehr möglich wird, weil der unfruchtbar sieht. Bei mir muss ich ganz ehrlich so, nee. Ich weiß, dass andere Leute darüber abgeklärt sind bei der selben Doktor. Ich weiß auch, dass ich mir das schon denken damals, weil auch andere Transleute mir das gesagt haben. Aber ich habe nie gefragt. Und am Endeffekt weiß ich noch nicht, ob es mal lädt oder nicht. Ich meine, das ging ich da so an 10 Jahren geworden. Boah, ich gebe so an dem Sinn, was mein Größte von dem Internet oder halt meine Eltern, die auch relativ viel gelesen haben, einfach als Initiative. Und so, du weißt, du kannst. Und so, Mama, wie war? Also, es war mir an dem Zeitpunkt war mir wirklich so egal, weil ich einfach wollte, dass die Sache rüber ist. Und keine Ahnung, also, ich habe die Informationen nicht gebraucht, gebe ich so, aber ich denke, dass viel sich halt transmäßig aber geben drüber freuen, wann sie die gesund kriegen. Ja, also ich fand das ziemlich dramatisch, wie unklar die Situation du hast. Also die Einkrähe von ihren Doktor gesagt, du bist 100% unfruchtbar, musst eine Verhütung keine Sorge mehr machen. Und das ist natürlich wahr, dass die Hormontherapie und Fruchtbarkeit beeinflussen, mit das aber auch wahr, dass es nicht unmöglich ist und dass es
schon Transmänner gesehen, die Obemol einen dicke Bauch kriegt haben, weil der Kontrollmechanismus von Trigel könnt oder sie könnt nicht, den Hut ja nicht mehr, weil die mit der Hormontherapie kriegt keine Menstruation mehr. Und auf der anderen Seite für den anderen war auch Doktoren, die einfach gar nicht so und schon gefühlt, dass Doktoren selber oft nicht wirklich viel Ahnung haben. Sogar die Doktoren, denen hier Spezialgebiet das eigentlich misst sind, also Gynäkoen und Andoen. Wer ist Ehreneindruck da? Ja, ich kann das so unterschreiben, wie du das gerade gesagt hast, weil ich erinnere mich an die Situation, wo ich bei meiner Ando war und da war eine Transfrau auch am Wartezimmer und danach, wo ich bei hier am Büro war, hat sie da gemeint, ja, wie das da kein Sinn, dass Transfrauen, die bei hier in Behandlung sind, die wären all so alt und Transmänner wären so jung. Und du nicht müssen erklären, dass das einfach besser angesehen ist an der Gesellschaft, wenn ich sich als männlich out wie als weiblich und dass das wirklich ein ganz anderer Prozess auch ist und dass ihn das doktisch muss erklären, wie das hier dann ein Lourd abgeht. Ich fand das wirklich ein bisschen allerhand. Mir neigen als zu Lust dem Anso. Ich bin davon ganz interessiert. Seid ihr zufrieden damit, wie die heute zu Lützeburg als Transmenschen, als Transmänner behandelt gehen? So am Gro. Ich habe schon ganz viel über schlechte Erfahrungen geschwärzt, die da für allem am Gesundheitssystem, aber auch mit ihrer Familien teilweise gemacht hat. Aber so overall, wie zufrieden seid ihr als Transmänner heute zu Lützeburg? Ich gehe so ein Viertel aus, dass viel halt an unserem Alter Transmänner oder allgemein Transleute sich inneren nicht kennen. Das heißt, wie das Lützeburg so klein ist, kommen Informationen mehr einfach durch die Community. Zum Beispiel, dass sie vielleicht nicht sollt, halt, dass sie nicht alleine bei der Kontrollmedikal geht. Ich gesehen das wahrscheinlich alles ein bisschen wie pessimistisch. Also, ich muss sagen, dass ich so bei den gesellschaftlichen Aspekten habe ich nicht so viel Diskriminierung erlebt, für allem, weil ich mittlerweile ziemlich gut passen, gebe ich so. Ja. Weil zum Beispiel ich schon nach Last herausfand, dass die deutsche Polizei mich ganz gern divers nennt. Ja, mir sonst, ich wünschte, mir hat vielleicht ein bisschen von der deutschen Ordnung, die sie da haben. Weil in Deutschland, wenn du googelst, ich bin Transgender, da kannst du direkt auf eine Seite von der Bundesregierung, die da erklärt, was du machen musst. Und in Lützeburg ist das einfach nicht wirklich. Du musst das selber rausfinden und dann müsst das falsch und dann kriegst du nur noch eine Fußhorn bei, weil es falsch gemacht ist. Das ist auch mein Eindruck. Es gibt schon irgendwie einheitliche Regelungen, die aber wirklich vielleicht 3 Leute am ganzen Land kennen. Einen davon ist wahrscheinlich ein Dr. Schneider. Und für den Rest muss ich halt so überall ein bisschen sich zusammen sichern. Und ich habe das Gefühl, dass nicht mal Politik kannst du eine Ahnung hat, was am Anfang wirklich auch Regelungen auflebt. Was sind dann der Verbesserungsvorschläge für Lützeburg? Wenn da kennt mit Herr Büttel oder mit Madame Lena zum Beispiel, schätzen auch mit Madame Kahn, die sich ja Familien kümmert. Was wären dann Sachen, die dir Gift oder sie rundruhen? Also, ey, wir wünschen uns, dass das do Gift zum Beispiel besser gehen. Oder auch in der Gesamtgesellschaft. Und wäre natürlich cool, wenn mehr klar am Gesetzesbuch stehen. Wenn ihr wenn so ein Tutorial dazu hat. Es sind trans Lützeburg. Was machen? DIY Name-Changing. Das heißt eine Website von der Regierung, wo eventuell Gewebs draufstehen, wie Geo-Webseiten. Ich bin Tourist zu Lützeburg, was soll ich machen? So, ich bin Transgender zu Lützeburg, wie kann ich viel gehen? Hier sind all die Informationen schön auf einer Seite. Praktisch wäre es. Und es gibt viele Männer so Mauern auf ihn durchkommen, die in der selber muss irgendwie 3 Mal von aller Seite gucken, wo ich so, so, du hast ein Tier. Ein Platz, das einfach angelegt wird von etwas, was partout schwarz auf weiß irgendwo steht, wo ihn dann auch kein Reproche kann gemacht kriegen, dass er nicht falsch möchte. Für allem als junger Mensch, weil mit 14 ist das ein Kapsanisch wie mit 35. Ja, ich hätte doch einfach gern, dass sich dafür zuständig erklärt, weil im Moment ist das
gefielt so bisschen so ein hin an hier, du gehst auch von Doktor zu Doktor geschickt an, kein fühlt sich so wirklich, wie wenn du viel gemacht wie du mit Trans-Leuten zu schaffen. Ich fühle mich heinz da einfach ein bisschen verloren, weil ich auch einfach nicht weiß, wohin und was machen. Und du willst gewiss schon so, dass wenn wir einen Platz hatten, die wir aussprechen könnten, wenn wir eine Website hatten, die es vielleicht pur Doktor gibt nennen oder so, dass das immens gibt helfen. Was ich mir ganz oft wünschen aus Fortbildungen, also das Gesundheitspersonal, eine Education kriegt Fortbildungen, Informationen für sensibel mit dem Thema umzugehen, weil als nicht-binär an Interperson aus der Tanz doch ganz painful für mein Gesundheitspersonal zu dienen zu haben. Geht es nach Regen ab, bis wir da losgewollt? Trans-Leute sind kein Fetisch, ihr ist der gemäß an halt Aufstand, Omikron und so. Ich fand, dass sie schön lascht wieder. Wemals macht sie und den Tony und den Malz, dass sie als so Rede und Antwort gestanden haben. Aufschließend gebe ich noch gerne wissen, auch wenn heute zu Lützeburg von offizieller Seite nicht so viel Angebote gibt, es gibt aber CIGAL, den Centre LGBTQIA+ CIGAL, die Beratungen anbietet, den ist hier in der Stadt. Und du könnt da nicht nehmen als Transperson, mehr all Mensch, den sich die sich unter dem Umbrella-Term LGBTQIA+ rumfindet, die kann sich da beraten lassen. Und für Inter- und Transmenschen gibt es den ITGL, den Intersex Transgender Lützeburg, vom Dr. Erik Schneider, der auch Beratungen an Gruppen, Selbsthilfegruppen anbieten, wo ihn auch Hilfe fehlen. Wie gesagt, stay hydrated, ihr seid gemäß, passt auf, wenn es Omikron und Adi. Ciao, ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Was ist Edging? Edge auf Englisch heißt Eck oder Kant. Das ist die bausische Limit von einem Objekt. Eine Person, die an Edges, ist eine Person, die gereizt ist. Am sexuellen Jargon bezeichnet den Hai eine Sexpraxis, wo ich probiert, bis zum Limit vom Orgasmus zu kommen, mir ohne, dass es zum Orgasmus kommt. Den Orgasmus so herauszuzögern und damit zu spielen, heißt Edging. Me, für was möchte ich so etwas? Wenn ihn allein oder mit einem oder mehr Partnerinnen spielt, also ihr wird kussen, knutschen, Oralsex, sich upacken oder penetrative Sex, so ist Resultat oder Ziel oft den Orgasmus. Mir das muss nicht so sein. An dem sie erkundigt, sich oder anderer sexuell stimuliert, mir ohne den Orgasmus als einzig oder Hauptziel zu haben, kann es sein oder den anderen Körper besser kennenlernen. Also spielt ihr mit der Erotik, mit dem Körper, und hält sich mehr Zeit. Für Edging zu machen, muss ich sich auf den Körper konzentrieren, ob bei Sensationen und körperliche Gefühle an sich diese bewusst gehen. Edging kann zu mehr intensiven Orgasmen führen und zu mehr sexueller Lust und Kraft. Es spielt mit den Frustrationen und mit den Nerven. Kleine Notiz, den High und den Down, den beim Edging entstehen kann, also dass sie nur Orgasmus ist und das Gefühl dann fortgeht, kann emotionell aktivierend sein. Verschiedene Personen fanden es frustrierend, den Orgasmus zu verzögern. Wie mischt den Edging? Beim Edging stimuliert er sich oder den anderen bis just für einen Punkt, wo ihn zum Orgasmus kommen geht, und hält dann ab. Dem Moment kann ihn etwas anderes machen, den Rhythmus wechseln oder kurz pausen. Das kann ihn so oft machen, wie die Partnerin oder er selber will. Es muss ihn auf sich oder den anderen lauschen und aufmerksam bleiben, wenn nie enorm Orgasmus ist. Das geschieht in der Stimmung, Körperspruch, aber natürlich auch durch Verbalkommunikation.
Wann ihn am richtigen Moment ophält, nicht zu frei und nicht zu spät, kann ihn nur 5 Sekunden weitermachen, für nicht ganz von 4 anzufangen. Als Technik kann ich starten oder stoppen oder just für den Orgasmus mehr losmachen. Es kann ihn auch bei einem Penis just unter der Eschel drücken und das kann das Gefühl, ejakulieren zu wollen, stoppen. Wenn die Muskeln am Pelvis ausspannt, hält das Gefühl vom Orgasmus kurz fort. Wenn ihr mit der Atmung spielt und tief anatmet, kann das auch helfen, nicht zu kommen. Sextoys, die unregelmäßig vibrieren, an der Pause können auch den Orgasmus herauszögern. Die Vibrationsfunktion auszumachen, kann das auch mal zu sprengen. Du kannst auch beim Solosex, also allein, Edging ausprobieren, für herauszufinden, ob der Besatz weiter Spaß möchte und der entspricht. Du kannst den Partnerinnen fragen, wie sie zu Edging stehen und ob der Besatz, worauf sie Lust tun. Es muss beim Edging natürlich nicht zum Schluss zum Orgasmus kommen, mehr es kann ihn. An einem BDSM-Kontext als einem seinen Orgasmus kontrollieren, eine Form von Powerplay. Viel Spaß und Edge zu leben und so dem Orgasmus, der Petit Mort, zu entkommen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.